Sterben muss. Den werde ich gleich rausstauben aus seinem Bett, dann vergeht er am Sterben. Mit dem habe ich ein Ernstzwörter zum Reden. Warum? Was ist denn passiert, dass du gar so grantig bist? Was passiert ist? Gerade hat der Bachmeier einen Oldtimer abgeholt. Was? Den schönen alten Mercedes, ja. Und ich stehe da wie ein Depp und kann nichts machen. Der kann doch nicht einfach hergehen und das Auto mitnehmen. Kann er eben schon, weil nämlich mein Vater spielt. Na, also jetzt komm, jetzt beruhig dich mal wieder. Ja, ist doch wahr auch, was soll man denn da sonst denken? Wenn der eigene Vater auf einmal alles herschenkt, der spielt doch für mich, der fällt von einem Extrem ins andere. Vor 3 Wochen hat er von nichts anderem geredet, wie von dem 3. Frühling, den er mit der Kathi erleben will. Und jetzt redet er bloß noch vom Stern. Also, ich versteh's ja auch nicht, dass er den Schmarrn glaubt, den mir diese Wahrsagerin vorausgesagt hat. Ja, erst hat er ja selber gelacht drüber. Ja. Aber seit er mit dem Bachmeier so speziell ist er wieder ausgewechselt. Ja, stimmt. Letzte Woche am Dienstag, da hat der Bachmeier den alten Biedermeierschrank abgeholt. Ja. Und seitdem hat sich der Opa nicht mehr gewaschen und nicht mehr rasiert und redet nur noch vom Stern. Ja. Weißt du, Resi, dass der Opa am Bachmeier den alten Biedermeierschrank geschenkt hat, das habe ich mir noch eingelassen. Ja? Aber dass er ihm jetzt auch noch seinen schönsten Oldtimer schenkt, das ist mir zu viel. Bloß weil er meint, dass er bald sterben muss. Ja, aber da wird man doch irgendwas machen können, dass wir das Auto wieder zurückkriegen. Ja. Nichts kannst du machen. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir schauen, dass der Opa wieder normal wird. Aber alles, schau mal, der Bachmeier, der kann doch gar nicht beweisen, dass ihm der Opa das Auto geschenkt hat. Ja, kann er eben schon, weil er nämlich mein Vater, unser lieber Opa, auch noch eine Schenkungsurkunde ausgestellt und unterschrieben hat. Was? Ja. Eine Schenkungsurkunde? Ja, sag einmal, spinnt denn der jetzt komplett, ha? Also, bis jetzt habe ich ja die Sache nicht so ernst genommen. Aber dass das jetzt solche Ausmaße annimmt, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich verstehe es auch nicht. Verstehst? Die ganzen Jahre hat mein Vater gespart, dass er sich sein Hobby hat leisten können. Von früh bis spät ist er in der Werkstatt gestanden und hat an seine Autos rumbastelt. Und jetzt schenkt er seinen schönsten Oldtimer am Bachmeier. Also, ich möchte ja bloß wissen, wer einen Opa auf diese blöde Idee gebracht hat, dass er zu der Wahrsagerin gegangen ist. Nur so ein Schmarrn überhaupt glauben mag. Jetzt hat er sich das Austragshäusl renoviert, wollte noch mal heiraten und im Herbst mit seiner Kathi in das Häusl einziehen. Und jetzt ist auf einmal alles vergessen. Sogar eine Hochzeitsreise wollte er mit ihr machen, nach Gran Canaria. Was? Nach Gran Canaria? Ja, du weißt doch, dass das immer schon Opa sein Traum war. Einmal Urlaub machen, am Wasser unter Palmen im Süden. Da braucht er ja nicht fortfliegen. Wasser haben wir im Dorf war ja auch drin. Und eine Palme steht bei uns im Treppenhaus. Ja, das verstehst du nicht. Ja, ich verstehe scheinbar viel nicht mehr. Ich verstehe auch nicht, warum sich die Kathi nicht mehr um einen Opa kümmert, wenn es schon seine Freundin ist. Die kann dem ja den Schmarrn mit dem Stern ausreden. Die Kathi, die ist doch schon seit 3 Wochen auf Kur. Die weiß doch gar nichts von der ganzen Geschichte. Na so, ich hab gemeint, die 2 hätten gestritten. Die wird Augen machen, wenn es wiederkommt. Die kennt ja den gar nicht mehr. Ich hab mir ja schon überlegt, ob ich es nicht anrufen soll. Aber ich möchte es natürlich auch nicht beunruhigen. Ja, aber irgendwas müssen wir machen, dass der Opa wieder normal wird. Sag mal, wo sind denn da die Zweiten? Das ist ein ewiges Geheimnis. Man sagt, die Waschmaschine hat's gefressen. So ein Schmarrn. Da haben sie halt unsere 2 nicht anständig in den Waschkorb reingeschmissen. Jetzt liegen sie im Zimmer irgendwo unterm Bett.
Wann kommen denn unsere Kinder überhaupt wieder? Ja, also, die müssten eigentlich jeden Moment da sein, wenn das Flugzeug pünktlich gelandet ist. Das ist auch schon wieder so ein Krampf, ne? Mit dem Sportverein 2 Wochen Urlaub auf Mallorca machen. Ja. Wir sind mit dem Burschenverein ein einziges Mal vorgefahren. Da haben wir eine Busreise nach Nürnberg gemacht, sind wir in den Tiergarten gegangen und haben uns die Affen angeschaut. Da werden die Affen aber Freude gehabt haben, wie sie euch gesehen haben. Seien nicht so frech, gell? Hallo, wir sind wieder da. Ja, jetzt. Hola! So, da sind wir wieder. Ja! Gerade haben wir von euch geredet. Und? War schön? Super was. Ja. Super was. Und ein Traum wieder haben wir gehabt. Und einen wunderschönen Sandstrand haben wir gehabt. Und das Hotel war auch super. Aber es habt ihr eh gesehen auf dem Handy. Ja, ja. Dann kann jetzt das Hotel Mama wahrscheinlich nicht mehr mithalten. Hm? Keine Angst, Papa. Daheim ist doch am schönsten. Und das Essen kannst du auch vergessen. Ich freue mich so auf einen Schweinsbraten. Ja. Du, war der Peter schon da? Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. 2-mal war er heute schon bei mir in der Werkstatt. Der kann ja gar nicht mehr erwarten, dass er die wieder sieht. Ich kann's auch kaum noch erwarten, bis ich endlich meinen Peter wieder sehe. Ach, schade, dass er nicht dabei war. Ah, Mama, schau. Ich hab dir... Mir. Ja, wir haben dir was mitgebracht. So, und dir, Papa, ein Kaffee. Und ein Opa auch, damit's keinen Sonnenbrand kriegt. Mei, danke. Ganz schön, das freut mich aber. Danke. Ich freue mich so auf die Werkstatt. Ich sag's euch, ich kann Baum ausreißen, so gut bin ich drauf. Und stellt euch vor, eine Reise habe ich auch gewonnen. Was? Ja, weil ich nämlich der 1000. Hotelgast war in diesem Monat. Was, eine Reise? Ja, wohin denn? Eine Woche Erlebnisurlaub auf Mallorca mit allen Schikanen. Da schau her. Ja. Du, aber nur zur Info, gell? So schnell steht jetzt mit Urlaub nichts mehr drin. Ja, keine Angst, Papa, weil diese Reise, die schenke ich nämlich am Opa. Am Opa? Ja, für den ist das gerade das Richtige. Ja, der wollte doch schon immer mal das Meer sehen. Da meine ich, wer's Pech haben. Kann mir nicht vorstellen, dass sich der momentan für eine Reise interessiert. Na, also das glaube ich jetzt auch nicht. Zurzeit redet er nämlich nur noch vom Sterben. Der Opa? Ja. Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Also ich auch nicht. Der war doch sonst immer für jeden Spaß zum haben. Ja, aber jetzt nicht mehr. Seit der Opa bei dieser Wahrsagerin war, ist alles anders. Mama, hast du alkoholfrei für mich? Das habt ihr doch noch mitgekriegt, bevor ihr gefahren seid, dass der Opa bei einer gewissen Madame Dolina gewesen ist. Na ja, das schon. Aber glaubt ihr den Schmarrn vielleicht, was die ihm gesagt hat? Ich denke, der Opa war gescheiter. Ach, oh mein Bub, bei solchen Sachen, da hört sich die Weisheit auf. Dankeschön. Ah, übrigens, ich habe jetzt gerade am Bachmeier mit einem von unseren Oldtimer fahren sehen. Sag mal, Papa, hast du das am Bachmeier erlaubt, dass der eine Probefahrt macht? Von wegen. Der macht keine Probefahrt, der hat ihn abgeholt. Ja, der Opa hat ihm den Mercedes geschenkt. Was? Geschenkt? Sag mal, spielt denn der? Den Mercedes, den hat er ja mir versprochen. Zu meinem 28. Geburtstag kriegen, hat er immer gesagt. Oh mein Bub, was der Opa früher gesagt hat, das zählt heute nicht mehr. Seit 14 Tagen ist das alles anders. Er holt euch doch bestimmt bloß zum Narren. Für den ist doch alles ein riesen Gaudi. Mei, ihr kennt's ihn doch. Er will doch einfach seinen Spaß haben. Na, also ein Gaudi ist das nicht mehr. Meine letzte Woche ist ja noch gegangen, gell? Aber in der Woche ist von Tag zu Tag schlimmer geworden mit ihm. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Das ist ein Kreuz. Nix freut mit mir, seitdem ich weiß, dass bald der hingeht mit mir. Grüß dich, Opa. Ah, ihr seid schon da. Ja, es ist schön, dass ich euch noch mal sehe, bevor ich stirb. Geh, Opa, du stirbst doch nicht. Oh mein Dirndl, schön war's. Aber ich spür's, dass bald der hingeht mit mir. Geh, Opa. Du wärst doch den Krampf nicht glauben, den dir die Wahrsagerin gesagt hat. Das ist kein Krampf. Die Madame Dolina ist eine ganz erfahrene Wahrsagerin. Die hat bestimmt recht. Ein Scheißdreck hat's. Sei nicht so ordinär. Außerdem ist mir das wurscht, ob das eine erfahrene Wahrsagerin ist oder nicht.
Ich möchte von dir einmal wissen, warum du am Bachmeier den Oldtimer geschenkt hast. Sag mal, weil ich ihn nicht mehr brauch und weil ich noch einige gute Werke tun muss, bevor ich stirb. Aber Opa, den Mercedes, den hast du mir versprochen. Wir haben ja noch 2 Oldtimer. Ach so. Für die tut's ein Käfer auch. Den Käfer krieg doch ich einmal, hast du immer gesagt. Man soll nicht so viele Schätze sammeln, man muss viel mehr Opfer bringen. Ja, oder das auch die Madame Dolina. Ja, so die- Kopferl. Weil die Madame ist eine ganz gescheite Frau, die weiß alles. Ja, die schaut in ihr Kugel rein und da drin sieht sie dein ganzes Leben. Also Opa, ich kenn den nicht mehr. Ja, seit wann glaubst du an solchen Kas? Ja, also der Markus hat recht. Früher hast du solche Leute ausgelacht, wenn sie an solchen Hokuspokus geklappt haben. Du, das ist kein Hokuspokus, das ist die Wahrheit, die spürst. Oh mei, oh mei, oh mei, ist das ein Kreuz. Mir ist das Blöde geht's in die Werkstatt. Die Madame Dolina weiß alles. Alles weiß sie. Alles hat's gewusst von mir. Meine ganzen Jugendsünden hat's in ihrer Kugel drin gesehen. Naja, das gibt's doch nicht. Doch, dass ich in der Schule immer die Lehrerin geärgert hab, gell? Dass ich im Vorgarten Kirschen gestohlen hab. Ja, und dass ich als ein Junge mit einem Haufen Madel posiert hab. Ja, und dass ich euch zwei schon mit 13 Traktor fahren lassen hab. Okay. Alles. Also die Frau wird mir schon langsam unheimlich. Ja, woher weißt denn die sowas? Ja, sag einmal, bist jetzt du auch so blöd und glaubst das? Dafür gibt's doch ganz sicher eine einfache Erklärung. Nein, Markus, da gibt's keine Erklärung. Das hat die Madame alles in ihrer Kugel drin gesehen. Ja, ich hab zuerst auch gelacht drüber. Aber dann... Oh mein armer Opa. Was hat's dir denn sonst noch alles gesagt? Sie hat gewusst, dass ich die Kathi heiraten möchte, dass ich Biedermeier am ewig gesammelt hab und dass ich 3 Oldtimer hab, von denen einer ein Cabriolet ist. Aber das kannst du doch sonst wo erfahren haben. Ja, die Madame hat gesagt, dass ich nicht mehr lang zum Leben hab. Und dass die ganzen Reichtümer, die ich gesammelt hab, alles nur Ballast sind. Und dass dieser Ballast mir jetzt den Weg in den Himmel verwehren wird. Und das glaubst du? Mensch, Markus, jetzt mach dich über den Opa mal nicht so lustig. Du siehst doch, wie schlecht es ihm geht. Lass ihn nur. Ich hätte früher auch nicht anders reagiert, wenn mir jemand sowas erzählt hätte. Und? Wann stirbst du jetzt nachher? Hat dir die gescheite Madame den Tag vielleicht auch noch gesagt? Ja, 10 Tage vor meinem 75. Geburtstag, am Freitag, den 13. wird mich der Tod ereilen, hat sie gesagt. Was, am Freitag, den 13.? Ja, das ist ja heute. Ja, Sag einmal, ja, du bist doch noch schlimmer wie der Opa. Ja, das stimmt doch alles nicht. Ja, die ganze Sache ist doch erstunken und erlogen. Spannst du das nicht? ja, das war schön. Oh mei, oh mei. Ich war ja auch froh, wenn ich nur ein bisschen da bleiben kann bei euch. Aber die Madame hat gesagt, ich soll mich damit abfinden und noch viele Opfer bringen. Ja, was denn für Opfer? Ja, meinen ganzen Ballast muss ich loswerden, dass ich in Frieden sterben kann. Was denn für ein Ballast? Alles, was ich nicht mehr brauche. Meine Autos zum Beispiel. Ja, wenn's weiter nichts ist, da können wir dir helfen. Freilich. Den Käfer kriegt die Julia und das Cabrio schenkst mir. Ich weiß aber nicht, ob das gut, wenn ich euch die Autos gebe. Ja, ihr seid ja nicht arm. Und die Madame hat gesagt, ich muss mein Ballast die Armen spenden. Ist der Bachmeier vielleicht arm? Ja, der Bachmeier spendet das Geld, was der Mercedes wert ist, die Armen, hat die Madame gesagt. Und das glaubst du? Mensch, Opa, mit dir haben sie Gehirnwäsche gemacht. Markus, jetzt sei nicht so grob zum Opa. Der Bachmeier, Opa, ist die zwielichtigste Person, die umeinander läuft. Kein Mensch weiß, mit was er sein Geld verdient. Geh. Zu Antiquitätenlagen, der kann doch nicht so viel Geld abwerfen, dass er solch ein Luxusleben führen kann. Und ich hab noch nie was davon gehört, dass der irgendwas für die Armen übrig gehabt hätte. Nein, im Gegenteil. Die Leute erzählen sie sogar, dass er eine Yacht in Palma hat. Nein, die Yacht gehört ihm doch nicht. Die muss er bloß warten, hat er gesagt. Und darum fliegt er alle 8 Wochen hin. Opa, woher kennst denn du den Bachmeier überhaupt? Von der Werkstatt halt, weil er immer sein Auto zum Richten gebracht hat.
Ja, und ein paar Mal im Jahr haben wir Karten gespielt miteinander. Das heißt, du kennst ihn also gar nicht richtig. Mensch, Opa, ich versteh dich nicht. Ja, wie kannst denn du so leichtgläubig sein und dem vertrauen? Das hat schon seine Richtigkeit. Die Madame Dolina hat gesagt, ich kann ihm vertrauen. Wer hat denn die überhaupt auf die Idee gebracht, dass du zu der Wahrsagerin gegangen bist? Niemand. Nein, wir haben Karten gespielt beim Bachmeier. Der Bachmeier, der Gustl und ich. Und da hat die Madame auch mitgespielt. Und wenn der Gustl heim ist, hat die Madame mir eine Kugel gewählt und hat uns die Zukunft vorausgesagt. Der Bachmeier hat mir. So. Am Bachmeier und dir. Aha. War diese Madame vielleicht beim Bachmeier auf Besuch da? Das weiß ich nicht. Jetzt frag halt nicht so viel. Das stimmt schon alles, was sie gesagt hat. Ich spür's. Da drin spür ich's, dass bald dahin geht mit mir. Geh, Opa, jetzt sag halt sowas nicht. Ich kann das nicht hören. Oh mein Gott. Du wirst jetzt dann gleich sehen, wie schnell es dem wieder besser wird, wenn ich ihm diese Reise schmackhaft mache. Meinst du, dass das hilft? Schauen wir einmal. Opa, du wolltest doch schon mal nach Mallorca. Ja, du wolltest doch das Meer und die Palmen sehen. Ja, schon, aber das geht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt vorbei. Das erlebe ich nicht mehr. Mein dritter Frühling, der kommt nicht mehr. Schauen wir einmal. Opa, jetzt pass auf, du sitzt jetzt einmal daher. Daher da, jetzt sitzt du daher. Dann machst du einmal deine Eigerl zu. Was soll Und dann werd ich dir einmal deine Zukunft voraussagen. ich? So ein Schmarrn. Augen zu machen. Da. Und jetzt, Opa, jetzt stellst du dir vor, du machst eine Traumreise nach Mallorca. So, am Montag steigst du in München in ein großes Flugzeug. Und neben dir, da sitzt eine blonde Schönheit und hilft dir beim Anschnallen. In Mallorca angekommen, erwartet dich strahlender Sonnenschein, Hunderte von Palmen und das Meer. Du wohnst in einem wunderschönen Hotel. Auf der Sonnenterrasse, da ahlen sich braungebrannte Frauen in der Sonne. Ja, und du sitzt auf deinem Balkon und genießt diesen Anblick. Ja, und wartest bei einem kühlen Bier auf den Sonnenuntergang. Ja, nach einem 3-Gänge-Menü nimmst du noch einen Cocktail an der Bar, den dir eine braungebrannte, vollbusige Bardame lächelnd serviert. Ja. Am nächsten Tag geht es dann nach einem reichhaltigen Frühstück mit einem Kleinbus durch wunderschöne Olivenhaine zu den Orangengärten nach Solier. Ja. Anschließend geht die Fahrt weiter mit dem Schiff. Neben dir steht eine bezaubernde Urlaubsbekanntschaft. Ihre Haare wehen im Wind. Ja. Sie lächelt dich an. Und du genießt diesen Augenblick. Ja, du genießt die Sonne, das Meer und Opa vor allem ihre Nähe. Ja, um Gottes Willen, hör auf, gut. Sonst kann ich nicht mehr in Ruhe sterben. Der Opa! Das muss doch auch nicht. Im Gegenteil. Du machst am Montag diese Reise nach Mallorca, das weiß ich gewiss. Ja, und dann kannst du eine Woche genau das erleben, was ich dir gerade vorausgesagt habe. Ja, sing, Opa, dann bist du wie neugeboren und fühlst dich jung wie im zweiten Frühling. Au. Mir tat der dritte Frühling auch schon gelangen. Den wollte ich doch mit meiner Karte verbringen. So schön haben wir uns die Zukunft vorgestellt. Im Herbst wollten wir heiraten und dann ins Hauseln überziehen. Wir wollten nur was erleben miteinander. Aber jetzt muss ich mich dem Schicksal fügen. Und seid mir nicht böse. Ich brauche halt jetzt mal Ruhe, dass er mir auf Stern vorbereiten kann. Opa, wir zwei machen jetzt einen Deal. Ich lass dir jetzt deine Ruhe
Und du versprichst mir, dass du am Montag diese Reise antrittst. Komm, Opa, schlag ein. Mei, war das schön, wenn ich am Montag noch leben darf und diese Reise machen könnt. Mei, war das schön. Komm, Julia. Jetzt lassen wir den Opa allein. Weil der muss jetzt nachdenken. Grüß dich, Sepp. Jesus Maria, hast mich du jetzt erschreckt? Ich hab schon gemeint, der Bandelkramer ist schon da. Das wollte ich nicht, Sepp, das wollte ich nicht. Schlaf ruhig in Ruhe weiter und tu dich auf deine letzte Stunde vorbereiten. Ja. Hast deinen inneren Frieden schon gefunden? Ich weiß nicht. Ja, schau, Sepp, du hast einfach nur viel zu viel Ballast um dich rum. Den musst abwerfen, ja, sonst findest du keinen Frieden. Ja, du hast noch 2 Autos, das ist zu viel. Ja, die Autos wollte ich an meine Enkel geben. Das geht doch nicht, Sepp, das geht nicht. Denk dran, was die Madame gesagt hat. Herschenken musst du's, nicht vererben. Ja, aber ich hab da doch schon mein Mercedes und meine schöne Biedermeier mir geschenkt. Aber das langt doch nicht, Sepp, das langt doch nicht. Du musst alles hergeben, wenn's in Ruhe sterben willst. Alles? Ja, und wenn ich dann doch nicht stirb, krieg ich dann meine Oldtimer wieder zurück. Ja, zweifelst du vielleicht an dem, was dir die Madame gesagt hat? Na, Sepp, so findest du keinen Frieden. Am Freitag, den 13. schlägt deine letzte Stunde. Ja, das hat die Madame gesagt. Ja, aber das ist ja heute schon. Und das fällt mir jetzt so schwer. Es wird leichter, Sepp. Es wird leichter, wenn du mal keine Reichtümer mehr hast. Schau, Sepp, selbst wenn die der Tod jetzt nicht holen darf, wenn's dir am Auskommen darfst, ja, war doch das Opfer nicht umsonst. Ja, irgendwann musst du mal sterben. Ja, und dann wird dir diese gute Tat angerechnet. Ja, dann in Gottes Namen, dann sollst du die Oldtimer haben. Aber gell, du musst das Geld, was die wert sind, die Armen spenden. Ja, freilich, Sepp, freilich. Okay, das ist doch selbstverständlich. Du, aber jetzt müsstest du mir bloß noch eine Schenkungsurkunde geben. Ja, weil sonst kann ich die Autos ja gar nicht abholen. Und die kann ich da heute nicht mehr ausstellen. Da bin ich viel zu müde dazu. Schau her, wie meine Hände zittern. Ja, aber morgen ist spät, Sepp, morgen ist spät. Das musst du heute noch machen. Ja, na, schreib's halt du und ich unterschreib dann bloß. Na, das geht doch nicht, Sepp, das geht doch nicht. Die Urkunde muss doch deine Handschrift haben. Ja, sonst geht's doch nicht. Aber schau, du schreibst einfach das Gleiche drauf wie beim letzten Mal. Schreiben wir es hinten drauf. Da schau her, mit Datum und Unterschrift. In Gottes Namen, das werde ich auch noch zusammenbringen. Ja. So ist recht, Sepp. So ist recht. Du, sag einmal, hast du eigentlich noch einen Haufen Bargeld unter der Matratzen, das dir recht druckt? Weil das müsstest du auch hergeben, wenn du in Ruhe sterben willst. Ich hab aber kein Bargeld nimmer. Das ist alles für den Umbau vom Häusl draufgegangen. Ja, so, jetzt da noch die Unterschrift. Ja. Und dann wird's leichter. Ja, ich spüre aber noch nichts. Ja, das kommt schon, Sepp, das kommt schon. Und denk dran, was die Madame gesagt hat. Alles musst hergeben. Alles. Was ist denn da für ein Polizist da draußen? Was habt's denn mit der Polizei zu tun? Nix. Das ist bloß der Freund von der Julia, der Peter. Ah, ist das ein Polizist? Ja. Ah, Herrschaft, das passt mir aber jetzt gar nicht, dass der einen Polizisten als Freund hat. Und ich hätte jetzt gern wieder meine Ruhe. Ja. Tu dich nur entspannen, Sepp, tu dich nur entspannen und tu dich auf Sterben vorbereiten, gell? Aber du, jetzt müsstest mir bloß noch den Autoschlüssel geben. Ja, ich stehe jetzt nicht mehr drauf. Die Schlüssel hängen in der Werkstatt draußen. Ich soll dir da alles geben. Da schau her, der Bachmeier. Was willst denn du schon wieder da? Ah, nix. Ich wollte bloß einen Sepp noch mal besuchen, bevor es spät ist. Nächstes Mal noch einmal was abluchsen. Du, gell, ich hab ihm noch nie was abgeluchst. Die Autos, die hat er mir schon von selber gegeben. Gell, Sepp? Ja, das stimmt.
Also sei so gut alles und gib ihm die Schlüssel von den 2 Oldtimer. Was soll ich? Nix kriegt der von mir. Wenn's du in deiner geistigen Umnachtung nicht mehr weißt, was du tust, dann muss wenigstens ich schauen, dass der Betrüger da nicht alles nimmt, was du noch hast. Du, gell, ich brauch mich vielleicht von dir nicht beleidigen lassen, gell? Der Sepp hat mir die Autos gegeben, da schau her, schwarz auf weiß hab ich. Ja, bloß, dass du weiterkommst, sonst suchst man kaum Ding. Ich darf ja gern gehen, aber du müsstest mir halt die Autoschlüssel noch geben, gell? Am Briefkasten kriegst du so, und jetzt schaust, dass du schleichst und lass dich bei uns nicht mehr blicken. Ja, hoppala! Was ist denn da los? Erno, den kommst du jetzt gleich verhaften, den Betrüger da. Warum? Was ist passiert? Frag nicht so viel verhaften, so ist es. Wo hast denn deine Handschellen? So einfach geht es nicht. Da sind mir die Hände gebunden. Red kein Schmarrn, ihm sollst du Hände zusammenbinden, nicht dir. Lauf nicht aus, weil sonst sorge ich dich noch an, gell? Wegen Freiheitsberaubung. Hast du deine Handschellen hier? Dann mach ich selber, wenn's das du nicht kannst. Ich hab keine Handschellen dabei. Sag mal, was bist denn du für ein Polizist? Ohne Handschellen, ohne Pistolen. Da bleibst! Ich bin nicht im Dienst. Ich wollte zur Julia. Ein Polizist ist immer im Dienst, wenn er braucht wird. Ja, jetzt lass mich aus. Ja, Luis, lass den Bachmeier aus. Der ist unschuldig. Ein Schmarrn ist er. So, jetzt rufst deine Kollegen an, dann sollen die kommen und den Betrüger da verhaften. Du sollst mich jetzt auslassen, gell? Weil sonst sorge ich die nämlich noch wirklich an. Aber dann kommt Verleumdung auch noch dazu und der Polizist da, das ist mein Zeuge. Ruf deine Kollegen an. Aber so einfach ist es nicht. Wenn die umsonst kommen, dann musst du den Einsatz zahlen. Tim lassen aus ist gescheiter, sonst machst du dich wirklich noch strafbar. Und von dir kriege ich heute noch die Autoschlüssel, weil da hab ich Recht drauf. Oh, Luis, gib's ihm heute. Ich möchte jetzt endlich mal Ruhe. Nicht bevor ich schwarz auf weiß gesehen hab, dass du wirklich so blöd bist und ihm die Oldtimer geschenkt hast. Ja, sag mir den Schritt. Dass du nachher reißen kannst, gell? Ja, Um was geht's denn eigentlich? Das ist für die überhaupt nicht wichtig, weil es du sowieso nicht hilfst. Das musst du verstehen, dass ich nicht einfach irgendwen verhaften kann. Ja, dir sind ja die Hände gebunden. Ne? Und ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, jetzt gib mir den Autoschlüssel. Oh, Luis, gib's ihm heute. Und ich sag dir zum letzten Mal, dass du verschwinden sollst. Sonderlag! Das hält man. Aber ich komm wieder, gell? Aber dann mit Begleitung. Ja, Das wird da aber auch nicht helfen. Was ist denn da für Gaudi, Herrin? Ah, Peter, du bist ja schon da. Grüß. Servus, Schatzi. Mei, bin ich froh, dass du wieder da bist. Ja, das kannst du schon. Da sind dir jetzt die Hände nicht gebunden. Mensch, alles, das musst du verstehen, dass ich da vorher nichts machen hab können. Warum, was war denn? Ja, dann frag deinen Helden da. Ich geh jetzt in die Werkstatt und versteck die Autoschlüssel. Die 2 Oldtimer kriegt man der nicht, der Betrüger. Alles, gib ihm heute die Schlüssel. Du wirst mir noch mal dankbar sein, wenn du morgen oder übermorgen aufwachst und merkst, dass dir der Pharisäer da beschissen hat. Oh mei, oh mei, oh mei. Es war schön, wenn ich morgen noch mal aufwachen tat. Dafür darf ich meine Autos gern hergeben. Geh, Opa, freilich wärst du morgen noch mal wach. Hast du denn ganz vergessen, was dir der Markus vorhin gesagt hat? Du fliegst am Montag in den Süden und genießt die Sonne, die Palmen und das Meer. Ja, schön war's, wenn ich das noch erleben darf, mein Lieber. Urlaub unter Palmen. Glaub mir's, Opa, dein 3. Frühling kommt bestimmt. Jetzt müsste der Markus dann aber bald vom Flughafen zurück sein. Mei, hoffentlich kommt der nur zurück. Nicht, dass sich der Opa auf einmal anders überlegt hat und fliegt doch nicht mit. Geh, der fliegt bestimmt. Du müsstest mal seine Augen gesehen haben, als er heute ins Auto eingestiegen ist. Die haben richtig gestrahlt. Halt, früher hat er es gar nicht glauben können, dass er nur am Leben ist, wo doch heute schon der 16. ist. Ja. Endlich hat er es kapiert, dass ihm diese Wahrsagerin einen Schmarrn erzählt hat. Sowas glaubt er nie wieder, hat er gesagt. Ja, hoffentlich
wirklich heute der Glaube an. Nicht, dass er am Ende meint, das Flugzeug kann vielleicht abstürzen und er muss im Flugzeug drin sterben. Jetzt hat er es ja begriffen. Er war halt früher schon wieder ausgewechselt. Kurz bevor er zum Markus ins Auto eingestiegen ist, hat er mir noch extra angeschafft, ich soll ja am Bachmeier diese Oldtimer nicht aushändigen. Was, das hat der gesagt? Ja, aber der Bachmeier hat doch die Schenkungsurkunde. Ah, da fällt mir schon noch was ein. Die Autos kriegt mir der nicht, der Look, der. Ja, du, vielleicht kann er ja der Bäder helfen. Der soll sich halt die Urkunde einmal anschauen, ob die überhaupt gültig ist. Dein Bäder, sei mir doch mit dem statt, dem sind doch die Hände gebunden, wenn er mir helfen soll. Gett, Papa, das muss doch verstehen. Der hat halt auch seine Vorschriften. Der kann nicht einfach am Bachmeier verhaften, bloß weil das du sagst. Das ist doch kein Polizist. Für mich ist das ein Waschlappen. Ich möchte mal wissen, was du an dem findest. Also immerhin ist er ein Beamter. Bei dem ist die Julia mal gut versorgt. Das ist aber auch wirklich der einzige Vorteil, den er hat. Als Polizist hat er seine Vorschriften, das musst du verstehen. Das ist ein Paragraphenreiter, der wo keine eigene Meinung hat und der sich überhaupt nichts traut. Der soll sich mal einen richtigen Bullen anschauen, im Fernseher. Ja? Aber das ist doch bloß ein Ochs. Also Papa, jetzt langt's. Ich geh lieber schon ins Büro. Jetzt hast du es vertrieben. Ach, weil du immer so dumm daherrennen musst. Macht auch nichts, fangt's wenigstens früher mit der Büroarbeit an. Du bist ja alles klar mit dem Opa. So, das wäre geschafft. Der Opa sitzt im Flieger. Weißt du das gewiss? Ganz gewiss. Die haben mir nämlich extra noch eine Bohrkarte besorgt und habe an Opa der Stewardess übergeben. Ah, Gott sei Dank war dieser rechter Feschi. Mei, da hätte seine Eiger sehen sollen, wie die gleich blitzt haben. Und dann bin ich nicht eher weggegangen, bis der Flieger in der Luft war. Gott sei Dank. Ich hab das doch gesagt, dass der mitfliegt. Ich kenn doch meinen Vater. Mama, wirst sehen, wenn der Opa wieder zurückkommt, dann ist der wie neu geboren. Ja, Kathi. Ihr sitzt da alle schön beim Frühstück. Nachher kann's ja so schlimm nicht sein mit dem. Ja, Kathi, was machst denn du schon da? Ich hab gedacht, deine Kur dauert bis Freitag. Ihr seid's gut. Die Kur habe ich abgebrochen, weil der Sepp mir geschrieben hat, ich soll so schnell wie möglich kommen, weil's dahin geht mit ihm. Also glaubst du's na? Und ich hab die extra nicht angerufen, damit du deine Kur zu Ende machen kannst. Jetzt sagt ihr mir mal, was los ist. Er hat mir so komisch geschrieben, dass mir ganz Angst und Bang worden ist und darum bin ich gleich hergekommen. Also, wo ist er? Liegt er im Bett? Da droben ist er. Was ist jetzt da droben? Seine Kammer ist doch da drüben. Im Himmel ist er drum. Um Gottes Willen. Soll das heißen, dass er schon gestorben ist? Mei, dann hat es ja doch gestimmt, dass er so schlecht beieinander war. Mein armer Seppi. Und ich bin spät gekommen. Hat er recht viel leiden müssen. Naja, wie man's nimmt. Also, wir haben mindestens genauso viel leiden müssen wie er. So schlimm war's mit ihm. Mein armer, lieber Seppi. Und ich war nicht da. Ja, sei froh, dass du nicht da warst. Da ist der allerhand erspart geblieben. So wie der gejammert hat. Ja, wie redst denn du über dein Opa? Wenn man stirbt, wird man da wohl jammern dürfen. So schön hätten's mir noch haben können miteinander. So schön. Du erlebst deinen dritten Frühling schon noch. Jetzt kommt's. Ja, wie kommt's ihr mir denn vor? Ihr lacht da alle und redet so dumm daher, wie wenn nichts passiert wäre. Das tut man doch nicht in einem Trauerhaus. Kathi, jetzt beruhig dich wieder. An Opa geht's gut. Ja, er ist zwar im Himmel drum, aber er sitzt im Flieger nach Mallorca. Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Soll das heißen, er lebt noch? Ja, freilich. Oder meinst du, er fliegt als Toter nach Mallorca? Ihr wollt mir wohl alle zum Narren halten. Was tat denn der Sepp allein in Mallorca? Sich erholen vom Sterben. Jetzt sagt's mir einmal endlich, was los ist. Der Sepp darf doch nie im Leben ohne mich Urlaub machen. Also wo ist er? Liegt er vielleicht im Krankenhaus? Na, Kathi, am Opa fehlt nix. Ja,
Wieso hat er mir dann so einen komischen Brief geschrieben? Was hat er da denn geschrieben? Ach, Markus, komm, lesen du. Du kennst dich vielleicht besser aus als mir ich. Mami. Liebe Kathi, muss dir leider mitteilen, dass es bald dahin geht mit mir, weil ich am Freitag, den 13. sterben muss. Komm bitte so schnell du kannst. Ich muss dir nämlich noch etwas beichten. Dein Sepp. PS. Ich hinterlege vorsichtshalber bei der Resi einen Brief für dich, falls du es nicht mehr schaffen solltest, mich lebend hier anzutreffen. Dann hat dir der Opa einen Brief gegeben. Das weiß ich gar nicht. Ja, vor 3 Tagen schon. Aber der ist ja jetzt hinfällig geworden, weil es am Opa wieder gut geht. Du Kathi, das darf mich jetzt nadisch interessieren, was der Opa dir zu beichten hat. Ja, mich schon auch. Aber jetzt möchte ich zuerst einmal wissen, was sie da bei euch abgespielt hat. Oh mein Kathi, das ist eine längere Geschichte. Weißt du was? Jetzt kommst du mit mir in die Küche raus und dann erzähl ich dir alles Schiederei noch. Also normal ist das für euch nimmer. Mir schreibt er immer sterben, nachher fährt er allein fort und macht Urlaub. Das ist doch. Weißt du was, Papa? Ich glaube, am meisten stinkt er ihr, dass der Opa ohne sie nach Mallorca geflogen ist. Die verkraft ist schon, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Aber sag einmal, meinst du, dass sich der auf Mallorca allein zurechtfindet? Logisch. Ja, der Opa ist doch normalerweise ein cooler Typ. Und außerdem ist da alles super organisiert. Er wird vom Flughafen abgeholt, er wird ins Hotel gebracht. Ja, er muss sich in der ganzen Woche um nichts kümmern. Nur mitmachen und entspannen. Dann bin ich ja beruhigt. Gut, so. Für die ist jetzt allmählich an der Zeit, dass du in Bewegung kommst, gell? Ja. Wie lange willst du denn noch da rumsitzen, hä? Schau, dass du in die Werkstatt rauskommst. Fangst mit dem Bulldog vom Gustl oder ist Kupplung kaputt? Ich komm dann gleich noch. Ja, ich gehe ja schon. Mich hätte bloß noch interessiert, was in dem Brief drin steht. Mei, was wird jetzt so ein alter Mann schon zum Beichten haben? Dass er ihre Pralinen zusammengefressen hat? Meinst? Naja, ich zieh mich jetzt um und dann gehe ich in die Werkstatt raus. Du, aber die Garage, wo die Oldtimer drinstehen, die bleibt zugesperrt, gell? Die 2 Autos kriegt man der nicht, der Lump. Ah, da ist er ja. Also, jetzt walte deines Amtes. Wenn man Teufel nennt, kommt er grennt. Ja. Dein saudummes Gerede wird dir jetzt auch gleich vergehen. Hast du halt Verstärkung mitgebracht, hä? Wie du siehst, bin ich zur Polizei gegangen. Und jetzt musst du die 2 Oldtimer rausrucken, ob's da passt oder nicht. Gar nichts muss ich. Sag einmal, du magst da auch noch mit, schaust dich du überhaupt nicht. Aber ich kann für nichts dafür. Wir haben's von der Dienststelle aus mitgeschickt, weil der Bachmeier um Polizeischutz gebeten hat. Ja, ich weiß schon, du kannst ja nie was dafür. Und dir sind ja die Hände gebunden. So gern die Schreiben vom Rechtsanwalt. Ja, also, das hier ist eine schriftliche Aufforderung zur Aushändigung der Fahrzeuge. Aber ich kann nichts dafür. Da lache ich ja nur. Die Fahrzeuge sind dem Besitzer, Herrn Hans Bachmeier, auszuhändigen. Für mich ist immer noch mein Vater der Besitzer. Und ich habe eine Schenkungsurkunde. Und die ist gültig. Ja, du kannst mir voll verzeihen, dir glaube ich kein Wort. Ja, sag einmal, für was hab ich die denn dabei? Zeig ihm die andere Urkunde auch noch. Ja, also das hier ist die Urkunde, die dein Vater geschrieben hat, aber wie gesagt, ich kann nichts dafür. So, das wäre erledigt. Das nutzt dir gar nichts, weil das war nämlich natürlich nur eine Kopie von der Urkunde. Ja, aber das hättest du jetzt nicht machen dürfen. Ja, das ist eine schriftliche Aufforderung, ein amtliches Dokument. Ja, sag mir du nicht, was ich machen soll. Was hat der Spitzen jetzt? Hoppala, da kann ich jetzt nichts dafür. Du sagst, das verschwitzt, gell? Ja, sag einmal, hilf mir doch, du siehst doch, was der mit mir macht. Das geht jetzt nicht. Ich glaube, ich habe einen Bandscheibenschaden. Oder? Auf so einen Polizeischutz, da kann ich verzichten. Das werde ich einer Dienststelle melden, gell? So, jetzt red nicht lang, da hat der Zimmer muss lachen. Lass die ja nicht mehr blicken bei uns. Sag einmal, was schreibst denn jetzt so? Oh, tut das weh. Um Gottes Willen, weh, da tut's auch weh. Was hast du denn? Ja,
Schau, dass du dich ein bisschen kümmerst um deinen Spargel Tarzan, da, dass er wieder einsatzfähig wird. Auf solche Helden können es bei der Polizei ganz schlecht verzichten. Das lasse ich mir nicht bieten, gell? Das wird ein Nachspiel haben. Jawohl. Ja, das Nachspiel, das kannst du klar haben. Gut. Da wissen wir ihn nur. Dein Vater hält nicht voll von mir, gell? Dabei kann ich gar nichts dafür. Was war denn überhaupt los? Der Bauchmeier wollte die Oldtimer abholen. Und wir haben's von der Dienststelle aus mitgeschickt. Ja, und jetzt glaubt dein Vater natürlich, dass er auf den Bauchmeier seiner Seite bin. Ja, das ist natürlich schon blöd, dass ausgerechnet die daher mitschicken. Jetzt wird mein Vater heute noch mehr gegen die sein, wie er eh schon ist. Ja, ich muss halt beweisen können, dass der Bauchmeier ein Betrüger ist. Ja, dann darf mir dein Vater bestimmt akzeptieren. Aua! Du wirst aber nichts beweisen können. Da ist der Opa selber schuld dran, weil er diese Urkunde unterschrieben hat. Ich habe ja schon auf eigene Faust gegen ihn ermittelt, aber da findet man nichts. Was? Du hast schon ermittelt? Für uns, also ich meine für den Papa. Boah, das finde ich voll richtig toll von dir. Ja, aber gegen den findet man keine Beweise. Der ist einfach zu schlau. Das war doch damals bei der alten Brunnerin genau das Gleiche. Die hat der Bauchmeier so lang gesucht, bis sie ihm ihre schönen alten Bauernschränke geschenkt hat. Und alles hat er schriftlich gehabt. Genau. Der hat ja sogar nur 10.000 Euro abgenommen, kurz bevor es gestorben ist. Haben gleich gesagt. Ich verstehe einfach nicht, warum sie euer Opa von dem auch so einwickeln hat lassen. Tja, das war der Trick mit dieser Wahrsagerin. Die hat den Opa total verwandelt. Diese Madame Dolina müssen wir heute finden. Na, das bringt uns auch nichts, weil Wahrsagerei nun mal nicht strafbar ist. Wir haben nichts gegen sie in der Hand. Dann kann die Polizei also nichts gegen diese zwei Betrüger unternehmen? Noch nix. Danke. Aber ich werde schon noch was finden. Was glaubst du, wie gerne ich den Bauchmeier Handschellen anlegen darf? Ja, dann kriegt dein Vater endlich einen Respekt vor mir. Ach, gell. Das kann uns doch wurscht sein, was mein Papa von dir denkt. Für mich bist du jetzt schon ein Held. Besonders in deiner Uniform. Da schaust du immer so stark aus. Mein Gott, dass du mich daran erinnerst. Ja, ich bin ja noch im Dienst. Das sind Zärtlichkeiten nicht erlaubt. Ich muss jetzt sofort zurück in die Dienststelle und Bericht erstatten über den Vorfall zwischen einem Bauchmeier und deinem Vater. Ja, heute begleite ich nur ein Stück. Aber dann komm schnell. Wo bist denn jetzt auf? Mama, haben wir nur einen Spezi daheim? Oh, Kathi, und? Hast du jetzt die Beichte vom Opa schon gelesen? Ach gut, dass du mich erinnerst. Den Brief habe ich ja ganz vergessen gehabt. Nach all dem, was ich gerade gehört habe. Da hast dein Spezi und jetzt sein Staat. Geh wieder an die Arbeit, ist gescheiter. Ja, man wird doch noch fragen dürfen. Ich hätte einfach gern gewusst, was in dem Brief drin steht. Also, eigentlich darf ich dir den Brief gar nicht aushändigen. Ja, der war ja nur für den Fall bestimmt, dass du den Opa nicht mehr lebend antriffst. Der Brief gehört mir, drum musst du mir auch geben. Ja, da hat die Kathi schon recht, der Brief gehört dir. Es wird schon nichts Schlimmes drinstehen. Vielleicht wollte er mir um Verzeihung bitten, weil er unsere Esszimmermöbel dem Bachmeier gegeben hat. Ja, mei, vielleicht ist ja auch bloß irgendeine Jugendsünde, die er da beichten wollte. Mei, wer weiß, was am Opa in seiner Todesangst alles eingefallen ist. Mei, der arme Sepp. Was mag der alles mitgemacht haben die letzten 14 Tage? Mama, geh weiter, jetzt rückt den Brief raus. Also gut. Aber geh auf deine eigene Verantwortung. Jetzt habe ich mein Lesebrühen im Auto liegen lassen. Und ich war schon so neugierig drauf. Komm, Markus, lesen du. Nix lieber wie das. Aha. So. Schauen wir mal. Liebe Kathi, ich muss dir leider etwas beichten, bevor es dahin geht mit mir. Es fällt mir bestimmt nicht leicht, aber glaub mir, ich habe es auch schon oft bereut. Jetzt pass auf, was ich dir zu beichten habe. Ja. Jetzt Ja, verreck. Na, also Kathi, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil sonst trifft dich der Schlag. Jetzt lies und druck nicht so lang umeinander. Nein, Kathi, beim besten Willen, aber das kann ich dir nicht antun. Du sollst lesen, habe ich gesagt. Mama, da, ich glaube, es ist gescheiter, du reißt den Brief. Du näher, dann lies ihn halt erst daheim, wenn du nicht tust. Freilich lese dann vor. Ja. Aber auf deine eigene Verantwortung. Alles, was drin steht, ich will nicht geschont werden. Die Kathi muss denn das sein? Tu dir doch das nicht an. Schon ein altes Sprichwort sagt, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, da hat die Mama recht. Lies.
Also gut, wenn du unbedingt wissen willst, was drin steht. Freilich will ich das wissen. Gut, du willst es nicht anders. Ja, jetzt du. Jetzt pass auf, was ich dir zu beichten habe. Ich hätte dich heuer im Mai bald sitzen gelassen. Und zwar wegen dieser blonden, attraktiven Urlauberin. Weißt schon, diese eine, mit der ich öfters eine Probefahrt gemacht habe. Aber leider hat mich die bloß zum Narren gehalten. Ich glaube, ich bin. Liebe Kathi, ich hoffe, du kannst mir diesen Seitensprung verzeihen, damit ich meinen Frieden im Jenseits finde. Ja, freilich, sonst nichts mehr. Wahrscheinlich wirst du jetzt vor Wut zerspringen. Aber tief in deinem Innersten bist du ja doch noch eine gute Haut. Gut. Es tut mir leid, dass wir zwei unseren dritten Frühling nicht mehr miteinander erleben können. Es grüßt dich, dein Seppi-Bär. Dein Seppi-Bär. Dein Seppi-Bär, dass ich nicht lach. Dein Saubär, wenn er geschrieben ist, dann besser. Vaterlos, der gereist jetzt. Der, wenn mir heimkommt, da wird er schon sehen, was ich für eine gute Haut bin. Das Kreuz schlug ich aber auch dem Betrüger, dem Heiratsschwindler. Ja, gibt's denn sowas? Mich hätte er sitzen lassen. Kathi, sei doch nicht so böse, schau. Ja, vielleicht hat er gar nichts dafür können. Ja, mei, du weißt doch, wie raffiniert solche Urlauberinnen oft sind. Ja, die werden bestimmt mit ihren Reize verführt haben. Genau. Du sei stark, auf die Herre sowieso nicht. Du bist ein Mann und ihr Männer seid alle gleich. Ihr holt's alle zusammen. Eine Hundsgemeinheit ist es. Aber Kathi, jetzt beruhigt dich halt wieder. Schau mal, der Markus, der hat schon recht. Diese Urlauberin, die hat sich heute die Zeit ein bisschen vertrieben im Opa. Die hat ihn doch bloß zum Narren gehalten. Aber er hat sich in sie verliebt und wegen derer hätte er mich sitzen lassen. Da steht schwarz auf weiß. Das verzeih ich ihm so schnell nicht. Ja, aber das war doch schon im Mai. Das ist doch bald verjährt. Da redst du einen Schmarrn. Das ist grad 3 Monate her. Jetzt weiß ich ja, warum er mir die letzte Zeit allweil so schön da hat. Ein schlechtes Gewissen hat er gehabt, sonst gar nichts. Der Casablanca, der. Casanova heißt das. Das ist doch wurscht, wie das heißt. Das läuft alles auf dasselbe hinaus. Also. Er ist ein alter Depp, der sich von den jungen Dinger um den Finger wickeln lässt. Nein, die Jungen sind halt einfach Handsinder wie die Alten. Markus! Man kann ja einen Opa schon verstehen. Kathilein, das wird schon wieder. So schön hätten sie mir noch haben können miteinander, so schön. Erst vor 3 Wochen hat er mir versprochen, dass er mit mir eine Hochzeitsreise macht. Und dann hat er mir in der letzten Zeit immer über unsere gemeinsame Zukunft und über unseren dritten Frühling vorgeschwärmt. Und jetzt ist alles aus. Ich habe mir gedacht, in eurem Alter wäre das nicht so schlimm, wenn man sich mal andere anlacht. Aber du eiferst ja noch mehr wie ein Junge. Ich eifert nicht, ich hab bloß eine gescheite Wurst. Okay, Kathi, jetzt schau mal, das renkt sie alles wieder ein. Die Hauptsache ist doch jetzt, dass der Opa seinen Lebenswillen wieder zurückgekriegt hat. Weil, du hättest ihn einmal sehen müssen, wie krank dass der vor 2 Tagen noch war. Ja, der wollte ja nur noch sterben. Also wenn du das so erlebt hättest, dann hätte er jetzt das kleine Techtelmechtel bestimmt nichts ausgemacht. Ein kleines Techtelmechtel, sagst du? Er hätte mich sitzen lassen. Ach, geh, Kathi, jetzt verzeih ihm doch den kleinen Ausrutscher. Schau, der Opa, der hat letzte Woche so viel aushalten müssen. War's wirklich so schlimm mit ihm? Ja, schon. Ja, dann muss ich mir ja die ganze Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Aber ich kann für nichts garantieren. Du bleibst jetzt erst einmal bei uns da, gell? Ja. Der Markus, der soll deine Koffer ins Heisel ins Heisel wollten wir ja erst im Herbst nach unserer Hochzeit einziehen. Ja, aber falls die noch jemals stattfinden wird. Hör doch mal auf mit den Bläden daherreden. Geh lieber ins Auto, hol die Koffer und trag's ins Heisel rüber. Und du beruhigst dich jetzt und denkst in aller Ruhe drüber nach, ob's nicht gescheiter ist, wenn's dem Opa verzeihst. Ja, du hast schon recht.
Aber zuerst muss ich einmal die ganze Sache verdauen. Und ab morgen werde ich an mir arbeiten und über eine eventuelle Versöhnung nachdenken. Ja, genau so machst du das. Vielleicht verlagert sich dann mein Wort auf die depperte Urlauberin und auf den gescherten Bachmeier. Genau, Kathi, so ist recht. Auf den Bachmeier musst du dich konzentrieren. Der hat dein ganze Wort verdient. Der Lump, der. Ja, der ist doch schuld daran, dass der Opa diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Ja, sonst hätte der noch 20 Jahre mit seiner Beichte noch gewartet. Und Kathi, in 20 Jahren, da ist dir das bestimmt wurscht, mit wem der Opa eine Probefahrt gemacht hat. Na, in 20 Jahren ist mir das auch noch nicht wurscht. So, jetzt wird er ja gleich da sein, der Opa. Hä? Wo ist denn jetzt der Schaukelstuhl hingekommen? Der war doch vorher noch da. Mama, wo ist denn Opa sein Schaukelstuhl? Den hab ich weggerannt. Wieso? Wieso? Mei, das kannst du doch denken, wieso? Meinst du, die macht die Gaudi da noch mal mit? Was denn für eine Gaudi? Ja, sei Jammerei da herin. Zum Schluss ist der Opa doch noch nicht geheilt von dem Irrglauben, dass er bald sterben muss. Und ich komme dann da herin die Jammerei wieder anhören. Na, also, das tue ich mir nicht an. Geh, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Ja, weil er die ganze Woche nichts hören hat lassen. Kein einziger Anruf. Nicht einmal eine Karten hat er geschrieben. Ja, Mai, er wird halt so im Urlaubsstress gewesen sein. Also auf jeden Fall habe ich schon mal vorgesorgt und habe seinen Schaukelstuhl in sein Zimmer gestellt. Warum hast du denn das da nicht gleich in sein Heisel umgestellt? In das Heisel, da wollte er doch erst im Herbst nach seiner Heirat mit der Kathi einziehen. Ja, wenn die Heirat überhaupt nur stattfindet. Ja, die Kathi ist doch gestern extra abgereist, damit sein Opa sein falsche Lädchen nicht mehr sehen muss, hat sie gesagt. Ja. Die kommt schon wieder, da habe ich keine Angst. Geh, die hält da halt gar nicht mehr aus. So, meinst du, dass dem Opa verzeiht? Ja, ich denke schon. Weil, schau, ihr größte Wut ist ja schon verraucht. Und wenn ihr der Opa ein bisschen schön tut, dann kann er schnell wieder um den Finger wickeln. So, jetzt halten wir aber nicht mehr länger auf. Ich muss jetzt schauen, dass der Kugelhupf fertig wird. Dass wir heute Nachmittag was Gescheites zum Kaffee haben. Mei, da wird sich der Opa aber freuen, wenn er seinen Lieblingskuchen kriegt. Ja und? Hat jetzt der Opa schon angerufen, wann sein Flieger kommt? Na, bis jetzt noch nicht. Mei, vielleicht hat er nur einen Doktor gekriegt. Nein, das glaube ich nicht. Weißt du was? Ich zieh mich um, fahr zum Flughafen und warte jeden Flieger, ob der aus Mallorca kommt. Dann irgendwann wird er schon drin sitzen. Ja, mach das. Du, und wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, gell? Ich bin ab jetzt im Büro drüben. Ja, was soll denn schon sein? Der Opa ist doch kein kleines Kind mehr. Die Koffer können es gleich da stehen lassen. So, jetzt komm. Jetzt komm weiter. Das ist also jetzt mein Daheim. Da draußen ist die Küche und da draußen ist mein Zimmer. Und da drüben steht das Heisel, von dem ich dir erzählt habe. Aber das wirst du jetzt bald von Ihnen kennenlernen, weil du schlafst natürlich im Heisel drüben. Und meine Leute erzählen, dass du meine Urlaubsliebe bist. Das wäre der Gaudi, das kannst du mir glauben. Mei, was werden denn deine Leute sagen? Das werden wir dann schon sehen. Auf alle Fälle bist du ab jetzt mein Urlaubsschwarm, die Johannita. Hast du verschluckt? Den Namen spricht man in Spanien anders aus. Mit einem harten im Rachen. Ja. Juanita heißt es. Ah gut, dann sage ich ab jetzt Juanita zu dir. Juanita. Ja, hab ich doch gesagt, Juanita. Mit einem im Rachen, nicht mit einem K. Das passt schon. Ich bin ja schließlich kein Spanier, nicht? Ah du, aber jetzt zu dir. Du sagst am besten gar nichts und wenn, dann redest du nur Spanisch. Ja, ja, so weit werden meine spanischen Sprachkenntnisse gerade noch reichen. Und immer lieb sein zu mir, gell? Immer schön schmeicheln und mich anlächeln. Was glaubst du, was die für Arme machen, wenn sie uns Zweier so sehen? Vor 10 Tagen wollte ich noch sterben,
Und jetzt freut mich das Leben wieder. Na, wenn's meinst. Du, und wann willst du mit dem Bachmeier reden? Der kommt später dran. Alles zu seiner Zeit. Jetzt möchte ich zuerst einmal wissen, wie meine Leute reagieren, wenn ich mit einer spanischen Tänzerin heimkomme. Ole! Ole! Aber du hast mir dafür eine Arbeit im Hotel versprochen. Vergiss das, Ja, Fanny. ja, da fällt sich nichts. Da gehen wir gleich morgen oder übermorgen zum Huberwirt rüber. Der hat ein Mordshotel hingebaut. Der braucht bestimmt Personal. So, und jetzt trage ich mal deine Koffer ins Häusl rüber. Nein, bleib du nur da. Und wie gesagt, wenn wer kommt, nur Spanisch sprechen. Sissi. Sissi. Eha, Buenos dias. Buenos, grüß Gott. Wer sind denn Sie? Nix verstehen. Ach so, suchen Sie vielleicht ein Zimmer? Sissi. Ja, tut mir leid, aber wir vermieten keine Zimmer. Sie. Nein, keine Zimmer. Sie verstehen? Sissi. Nein, nix Zimmer. Sie verstehen? Wird hat Zimmer. Nix. Ich muss zum Flughafen. Ich schnell muss weg. Sissi. Nein, nix, Sie. Sie kommen mit mir mit. Ich zeige Ihnen Hotel, ja? No. Ja, No. Bitte, kommen Sie, interessiert, Sie muss zum Flughafen. Hoppala! Was willst denn du am Flughafen? Ich bin doch schon da. Opa, du? Ja, Ja, ich glaube, ich bin. Wie schaust denn du aus? weil mir halt ein richtiger Urlaub ausschaut. Aha. Und wer ist sie? Das ist meine spanische Bekanntschaft. Ja, die Traumfrau, die du mir vorausgesagt hast. Ja. Ich hab sie gleich mit heimgenommen, weil sie mir so gut tut. Naja, so wortwörtlich hättest du es vorher jetzt auch nicht gleich nehmen müssen. Ah, das passt schon. Seit ich meine Kuh Anita kenne, bin ich wie neu geboren. Ich fühle mich um 30 Jahre jünger, gell? Me llamo Juanita. Ja, ich weiß. Was hat sie jetzt gesagt? Dass ich ihren Namen verkehrt ausspricht, hat's gesagt. So, und das hast du verstanden? Ja. Hast du jetzt auf die Pandora noch Spanisch gelernt? Ja, mei, ein paar Brocker sind halt hängen geblieben. Also, Mehr brauche ich auch nicht, weil wir verstehen uns zwar recht gut, gell? Auch ohne Sprache, gell, Schatzel? Oh la la. weißt du nicht, dass die ein bisschen jung ist für die? Ja, mei, älter wird's von selber. Ja, das weiß ich schon. Aber ich glaube, deine Juanita, die da viel besser zu mir passen. Gell, Juanita? Sissi. Du nicht da jetzt so dumm daherreden, schau lieber, dass du in der Werkstatt rauskommst. Ja. Ich zeig der Kuh Anita dabei mein Häusl. Opa, möchtest du es nicht lieber fragen, ob es bei mir schlafen möchte? Du nicht frech werden und verschwinden. Ja, ich gehe schon. Halt! Wo sind denn die anderen alle? Holen wir sie mal her. Moment. Mama! Mama! Der Opa ist wieder da. Ja. Aber ganz gesund geworden ist er nicht. Du sollst nicht du sollst nicht so frech sein, du Lauser. Zisch ab. Ja, schon gut. Ich gehe ja schon. Opa, möchtest du es nicht doch lieber fragen, ob es bei mir schlafen möchte? Jetzt hast du aber Zeit, dass du verschwindest, gell? Ja, Opa, du bist schon da. Ja. Ja, grüß dich. dich. Ja, wem hast du uns denn da mitgebracht? Grüß Gott. Buenos dias. Ja, das ist mein kleines Urlaubsmitbringsel. Die Kuh Anita. Sag einmal, Opa. Sonst geht's dir gut, oder? Ja, mir geht's saugut. Ja, ich kann Baum ausreißen, sag ich dir. Ja, Opa, du bist wieder da. Grüß dich. Grüß dich, Weibel. Oh, du gut schaust aus. Hey? Gesund, frisch und flott. Ja. Buenos dias. Grüß Gott. Sag einmal, Opa, ist das dein Ernst? Ja, Fralle, das ist mein Maskottchen. Seit ich sie kennengelernt habe, wäre ich jeden Tag jünger. Darum habe ich es auch gleich mit heimgenommen. Ja, und die Kathi? Die Kathi. Ach so, die Kathi haben wir auch noch. Da wird mir schon was einfallen. Hast du
Ein Glück, dass die Kathi gestern heimgefahren ist. Sonst meine ich gang's da schlecht. Geh, Mama, jetzt lass doch den Opa zuerst einmal richtig ankommen. Der wird schon wissen, was er tut, gell, Opa? Freu dich lieber, dass er so gut drauf ist. Ja, freilich. Ich kann mich ja gleich gar nicht mehr zurückhalten vor lauter Freude. Drum gehe ich jetzt schnell wieder rein in meine Küche, damit ich meine Freude so richtig ausleben kann, gell? Ja, grüß dich, Vater. Ja. Wie schaust denn du aus? Haben sie auf Mallorca gerade Fasching gefeiert? Grüß dich, alles. Du kannst mich gar nicht ärgern. Die Hauptsache ist, mich freut's Leben wieder. Und wer sind jetzt Sie? Das ist meine spanische Nachtigall. Buenos dias, Senor. Ja. Also viel. Senior, sagt die zu mir. Senior, meine, bist du eher du, ne? Hey, Papa, das heißt doch Guten Tag, der Herr. Ach so, ja, ich verstehe kein Spanisch. Sissi. Ich bin froh, wenn ich Deutsch verstehe. Möcht's einen Kaffee? Kaffee, ja. Oh, sie, Kaffee. Gut. Opa, wenn's dir recht ist, dann nehme ich deine spanische Nachtigall einmal in die Küche mit raus. Dann kann ich schon ein bisschen kennenlernen. Kommen's mit, wir kochen Kaffee. Sissi, Kaffee. Hasta que el favorito tardio. Ciao, ciao. Mein Liebling, hat sie gesagt. Ja, Julia. Julia, du, wenn du mit dem Kaffeekocher fertig bist, dann zeigst du der Anita drüben im Häusl, wo sie schlafen kann, gell? Ja, wieso schlaft die nicht bei dir im Bett, Liebling? Na, mein Gott, ich möchte es ja nicht überanstrengen. Nicht? Ja, und dann kann ich ja dir das nicht antun, dass du dann da an unser Liebesglück mit anschauen musst. Sonst wärst du am Ende noch neidisch. Sag einmal, Vater, kannst du überhaupt nicht mehr normal werden? Du fällst von einem Extrem ins andere. Bevor du weggeflogen bist, warst du kurz vorm Sterben. Und jetzt sowas. Tja, mei, man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Und ich sag das, ich hab meine ganze Lebenskraft wieder zurück. Und das verdanke ich alles meiner spanischen Blume. So, hat die auch einen Namen, der spanische Blume? Frale, Juanita heißt sie. Juanita. Da zum Lachen. Der Huberbauer hat auch eine Kur, die Anita heißt. Jetzt tut du nicht geschert werden, gell? Du kannst doch meine Juanita nicht mit einer Kur vergleichen. Weißt du, Vater, mit dir kommt man aus dem Wundern überhaupt nicht mehr raus. Vor 10 Tagen hast du deine Oldtimer und deine Biedermeier-Möbel hergeschenkt. Was schenkst du denn dann deiner spanischen Nachtigall einmal? Kriegt die dann dein Häusl? Lieber alles, merkt dir eins. Es ist vieles nicht so, wie es scheint oder wie mancher meint. Wie meinst du jetzt das? Ah, nix. Du, was anderes. Hat der Bauchmeier meine Oldtimer schon abholen lassen? Nein, bis jetzt hat er es noch nicht. Probiert hat er es zwar, er ist sogar mit der Polizei aufmarschiert und wollte die Autoschlüssel von mir haben, aber da ist er mir gerade recht gekommen. Den habe ich hochkant rausgeschmissen und den Wisch, den er dabei gehabt hat, den habe ich zerrissen. Sauber, Bärli. Du, weißt du zufällig, wo mein Mercedes steht, den er ja schon abgeholt hat? Ja, den habe ich gestern unter seinem Heiselstiel gesehen. Würdest du mir den zurückholen, wenn ich dir den Reserveschlüssel gebe? Vater! Ja, nix lieber wie dies. Aber das wird sich der Bachmeier nicht gefallen lassen. Ja, weißt du alles schriftlich gegeben hast, der ist ihm recht. Ja? Der wird bald wieder da sein und seine Autos wieder einfordern. Ah, das macht nichts, der soll nur kommen. Den werde ich sagen, wo der Zimmermann das Loch ausgemacht hat, mein Lieber. Das kannst du mir glauben. Und meine Biedermeier-Möbel hol ich mir auch wieder zurück. Also Vater, wenn du das schaffst, dann akzeptiere ich ja deine spanische Nachtigall. Das ist nett von dir. Ja, ich mein, das musst du immerhin du selber wissen, mit wem du deinen 3. Frühling verleben willst. Ne? Aber bitte stell keine Schenkungsurkunde mehr aus. Na, keine Angst, davon bin ich geheilt. Gott sei Dank. Bist du allein? Ja, freilich, komm nur rein. Du lang mache ich den Zirkus fein nicht mit. Das ist fein ganz schön anstrengend. Ein bisschen muss die Spanierin schon noch spielen.
Dauert ja nicht mehr lang. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du schon so große Enkel hast. Das ist doch wurscht. Aber mir ist das nicht wurscht. Nicht so laut. Also wenn das so ist, dann müssen wir schauen, dass wir die Sache schneller über die Bühne bringen. Ich habe auch schon was in die Wege geleitet. Aber weißt du was? Jetzt gehst du in mein Häusl rüber und tust dir ein wenig ausruhen. Und wenn er die braucht, dann schreit er. Aber brauch nicht lang. Nein. Hasta la vista, Senor. Hasta la vista, Senorita. Ole. Ole. So. Jetzt gehe ich in mein Zimmer und pack meinen Koffer aus. Hasta la vista, Baby. Du, jetzt ist ja gar keiner mehr da. Wo sind jetzt alle hin? Glaubst du, das ist ein Zirkus bei uns? Die wissen doch alle ganz genau, dass bei uns um 3 Uhr Nachmittag eine Kaffeepause ist. Kaum ist der Opa im Haus, geht schon wieder alles drunter und drüber. Soll ich schnell schauen, wo sie alle sind? Nein, komm, bleib da. Wenn sie nicht kommen, trinken wir zwar den ganzen Kaffee allein zusammen. Aha, einer kommt ja schon. Kaffeezeit, schönste Zeit. Uiuiui, zur Feier des Tages gibt's ja noch einen Kuchen. Und, wo ist jetzt der Opa mit seiner spanischen Blume? Oh, mein hör bloß auf. Mir regt der ganze Zirkus sowieso so auf, dass ich es gar nicht sagen kann. Bringt der eine Spanierin mit heim? Noch dazu ein Junge? Also, der macht sie doch nur noch lächerlich. Ja, Geschmack hat er, das muss man ihm lassen. Vielleicht spann ich's am Opa aus, dann braucht's euch nicht mehr aufregen. Jetzt hörst du aber auf. Das war ja noch schöner. Was will die bloß von unserem Opa? Ich wollt's vorher ja schon ausfragen, aber die versteht ja nix. Mei, die wird bestimmt meinen, dass der Opa einen Haufen Geld hat. Weil verliebt ist die an Opa bestimmt nicht. Meinst du, dass dein Opa bloß ausnützen will? Mei, vielleicht will sie in Deutschland bloß billig Urlaub machen. Wisst ihr was? Ich stell's auf die Probe. Ja, ich versuche, ob ich bei ihr landen kann. Also, was willst denn du mit einer Spanierin, die nicht einmal unsere Sprache versteht? Aber Mami, bleib locker. Du siehst, es ist schon wieder viel zu kompliziert. Ich will sie nicht gleich heiraten. Also das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch wohl auf keinen Sinn. Jetzt sagt einmal, was hat denn das zu bedeuten? Ich gehe ins Heisel, stell meine Koffer ab. Da liegt eine wildfremde Person in meinem Bett. Ja, ihr kennt's doch nicht irgendeine Urlauberin drüben im Heißleinquartier. Dass du schon da bist. Wer da halbert nackert in meinem Bett drin liegt, will ich wissen. Das ist am Opa sein Maskottchen. Was? Sei spanische Nachtigall. Ja, spinnt's ihr jetzt alle, oder was? Na, Kathi, das stimmt wirklich. Ja, der Opa, der hat sich eine Spanierin mit heimgebracht. Juanita heißt's. Und er hat sie im Heisel drüben einquartiert. Das weiß ich gewiss. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Eine Spanierin nimmt sie der alte Dattel mit heim? Ja, noch dazu ein Junge. Und ich renn wie Wahrheit so schnell wie möglich daher. Vom Flughafen wollte ihn abholen und den Seitensprung, den er mir in den Brief gebeichtet hat, wollte er mal verzeihen. Der Bazi, der Ausgeschamte, der, wenn mir unter die Finger kommt, der kann was erleben. Ja, wer schreit denn da Chorus so? Ja, Katelein, du bist schon da. Ich mein, du kommst erst übermorgen. Du Haderlump, du Ausgeschamter. Wie kannst du mir sowas antun? Mich einfach sitzen lassen? Aber Katelein, wo denkst du denn hin? Ich lass dich doch nicht sitzen. Der lässt sie höchstens stehen. Brauchst gar nicht so scheinheilig da. Ich hab schon gehört, dass du dir eine Spanierin mitgebracht hast. Aber das ist doch ganz was anderes. Das kann ich dir erklären. Aber erst später. Spar dir deine Ausreden. Eine Hundsgemeinheit ist es von dir. Das Heisel haben wir miteinander eingekriegt. Und jetzt liegt der andere drin. Aber Katelein, das Heisel ist doch groß genug. Da hat's doch alle 2 drin bloß. Ja, das ist doch wohl der Gipfel. Sollen wir vielleicht auch in einem Bett schlafen miteinander? Nein, das nicht. Aber wir haben doch noch ein Gästezimmer. Und die Kuh Anita ist eine ganz nette. Ich werd's euch bis gut vertragen.
Die Augen werde ihre auskratzen, wenn sie bald aus meinem Bett verschwindet. Das darfst du ausrichten. Mei, Junge, dass jetzt ihr Weiberleid groß und brotneidig seid. Hä? So schön kann's sein auf der Welt, wenn's euch hier besser vertragen hat. Kathi, die Kuh Anita nimmt dir doch nichts weg. Also, weißt das, Opa, das ist war jetzt sogar mir zu ruhig. Komm, Kathi, wir gehen jetzt in die Küche und trinken unseren Kaffee da. Und schlafen kannst du auch bei uns, in meinem Gästezimmer. Im Herbst wollten wir heiraten und am 3. Frühling hast du mir auch versprochen. Und jetzt das. Jetzt, Manni, wär's hart für dich. Jetzt hast nämlich Mama auch noch gegen dich. Also mir tut die Kathi voll leid. Opa, was hast denn du dir dabei gedacht, als du diese Kuh Anita mitgebracht hast? Die ist doch voll zu jung für die. Ah, das passt schon. Wir sehen, bis heute auf die Nacht wird reiner Tisch gemacht. So, das wäre erledigt. Der Mercedes steht wieder in unserer Garage. Okay. Jetzt am Bachmeier sein Gesicht sehen müssen, wie ich das Auto vor seine Augen abgeholt habe. Halt, hat er geschrien und mit die Arme da rum. Aber das lässt sich dir garantiert nicht gefallen. Der wird bestimmt gleich da sein. Ja, das haben wir schon gedacht. Da müsst wir jetzt ihr zwei schnell helfen. Markus, du gehst ins Häuseln rüber und sagst der Kuh Anita, sie soll sofort rüberkommen. Jawohl. Ja. Mach ich, Opa. Aber Opa, wenn jetzt die immer nur im Bett drin liegt, dann kann ich nicht dafür garantieren, ob er das rüberschickt. Verschwind. Und du, Julia, gehst ins Büro rüber und rufst deinen Peter an. Sagst ihm, er hat einen ganz wichtigen Einsatz bei uns. Er soll so schnell wie möglich rüberkommen. Ja. Und seine Handschellen mitbringen. Warum das? Frag nicht lang. Tu, was ich dir gesagt hab. Gleich pressiert, der Bachmeier kann alle Augenblick da sein. Okay. Der Peter und Handschellen, dass ich nicht lache. Der traut sich doch nichts. Der tut nichts ohne einen Haftbefehl. Wirst du sehen, wenn du einen Kaibestrick nimmst, dann ist es gescheiter. Ja, ich glaub, du lässt mir jetzt auch gescheiter allein. Trink deinen Kaffee in der Küche draußen. Die Tür kannst du jetzt spät auflassen, wenn du was hören möchtest. Meinst du nicht, dass du meinen Beistand brauchst? Wenn er die braucht, schrei ich da schon. Ui, jetzt hört der Kind schon. Was putzt sich denn dieser alles ein? Der hält mein Auto vor meinen Augen. Ja, das ist doch allerhand. Mei, der hat sich nur zurückgeholt, was uns gehört. Weil schließlich lebe ich ja noch, wie du siehst. Das hat doch gar nichts zum Sagen. Ein Geschenk ist geschenkt. Du hast mir die Autos geschenkt, da schau her. Das hab ich schwarz auf weiß. Ja, weil du mir so ein schlechtes Gewissen eingeredet hast. Weil du mir vorgemacht hast, dass du bald dahin geht mit mir. Ja, aber das war doch die Wahrsagerin und nicht ich. Diese Madame Dolina hat doch gesagt, dass du bald sterben wirst und dass dein Ballast abwerfen musst. Ja, aber ich kann doch da nichts dafür. Ich bin doch da nur der Vermittler. Und schau, Sepp, den größten Teil von dem, was die Auto wert sind, ja, den spende ich sowieso einem Wohltätigkeitsverein. Ja, okay. Und der Wohltätigkeitsverein heißt Bachmeier, oder? Du, gell? Tu dich nicht versündigen, Sepp. Tu dich nicht versündigen. Schau, wenn du auch den Freitag, den 13. überlebt hast, ja, heißt doch das noch lange nicht, dass das nicht stimmt, was dir die Madame prophezeit hat. Was? Schau, Sepp, sterben musst sowieso irgendwann einmal. Hey, was soll denn das? Und wenn's dann soweit ist, nachher hast du deine Buße schon getan und kommst sofort in den Himmel hinauf. Sag einmal, spinnst du? Und überhaupt spart dir dein scheinheiliges Geschwätz. Ich glaub da sowieso nichts mehr. Ja, du tust mir Unrecht, Sepp. Ja. Du tust mir Unrecht. Schau, wie schnell kann dein Leben vorbei sein? Ja, und wenn's dann soweit ist, dann bist du schon gerichtet. Und drum musst du jetzt dein Versprechen einlösen, das du mir schriftlich gegeben hast. Ja, das darf da so passen, gell? Ach du, übrigens, weißt du, wer auf Mallorca in unserem Hotel als Bardame gearbeitet hat? Ja, das weißt doch ich nicht. Eine gewisse Madame Dolina. Und sie hat gesagt, dass sie gar keine Wahrsagerin ist.
Da musst du jetzt täuscht haben. Und warum bist du jetzt so erschrocken? Ich bin doch nicht erschrocken. Okay, das putzt du doch bloß ein. Was glaubst du, was mir die Dame alles erzählt hat? Sie hat gesagt, dass sie eine Bekannte ist von dir und dass sie erst vor kurzem in Deutschland war auf Urlaub bei dir. Ja, und sowas glaubst du? Ja, freilich, weil die Madame hat mir schon noch was erzählt. Nämlich, dass du sie zu dieser Wahrsagerei angestiftet hast. Weil du gesagt hast, es war alles nur ein Spiel und ein Jux. Ich kenn keine Bardame auf Mallorca, die Dolina heißt. Ja, das glaube ich dir schon. Weil in Wirklichkeit heißt sie nämlich Senora Lopez. Ja, genau. Senora Lopez heißt sie. Ja, wo kommt denn der vor mir her? Wer ist denn das? Soy de Palma y estoy detective. Ja, sie ist aus Palma und ist Detektivin. Was? Eine Detektivin? Für was brauchst denn du eine Detektivin? Damit ich dir auf deine Schliche gekommen bin. Sie, ich ihm geholfen, auf Mallorca zu befragen, die Madame. Ja, und dann hat sie gleich eine eidesstattliche Erklärung aufgesetzt, in der die Madame bestätigt, dass du sie zu dieser Wahrsagerei angestiftet hast. Aquí está la escritura. Jawohl. Das ist alles in Spanisch geschrieben, das kann ich nicht lesen. Nein, das ist auf Mallorca so üblich, dass man Spanisch schreibt. Weißt du was? Mir wird das alles jetzt zu blöd. Du gibst mir jetzt meine Autos raus, weil sonst rufe ich nämlich die Polizei. Die brauchst nicht rufen, die ist schon da. Komm, Peter, ich glaube, du wirst schon braucht. Also, wen soll ich jetzt da verhaften? Den da sollst verhaften. Ohne Haftbefehl darf ich eigentlich gar niemanden verhaften. Por favor, aquí está la orden de. Hä? Was hat's gesagt? Dass das ein spanischer Haftbefehl ist und jetzt musst du den Bachmeier verhaften. Ja, wenn es so ist. Im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet, Ungarn. Ja, sag einmal, spinnst denn du? Tu sofort die Handschellen weg. Hör doch auf, das ist doch nie im Leben ein Haftbefehl. Ja, was sehe ich denn da? Mei, der Bachmeier in Handschellen, endlich. Das hast du fertig gebracht. Respekt. Gell, Papa, jetzt sagst nichts mehr gegen meinen Peter. Und Zeit ist so, dass er den Lumpen da verhaftet hat. So ein schönes Bild. Da muss ich jetzt gleich meinen Fotoapparat holen und ein Foto machen. Das wird ein Nachspiel geben, gell? Ich lass mich doch von euch nicht verspotten. Bachmeier, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Gefängnis oder du unterschreibst dieses Schreiben, was meine Detektivin da aufgesetzt hat. Was hast du denn da wieder für einen Wisch? Por favor, aquí está la renuncia. Jawohl, das ist eine Verzichtserklärung, in der du erklärst, dass du mir meine Oldtimer und meine Biedermeier-Newe wieder zurückgibst und noch 1.000 Euro Schmerzensgeld für die Qualen, die ich ausgestanden habe. Den Wisch unterschreibe ich niemals. Ja, was ist jetzt? Soll ich ihn abführen? Ja, wenn er nicht unterschreibt, nimmst du ihn mit. Also, Abmarsch! Halt. Und du nimmst deine Anzeige zurück und die Sache hat da für mich kein Nachspiel, wenn ich da unterschreibe. Nein, dann nicht. Und auf mich kannst du dich verlassen. Es sind ja übrigens auch nur Zeugen dort, die das mit angehört haben. Aber das eine sage ich dir, gell. Gleich morgen in der Früh hole ich meine Möbel zurück. Und die 1.000 Euro möchte ich bar auf die Hand. Dann tun wir die Handschellen runter, dass ich unterschreiben kann. Soll ich? Ja, freilich. Aber schön brav bleiben, gell? Ah, jetzt red nicht lang. Ich unterschreibe. Da, tu einen Stift her. Na. Saubandi, dreckerte. So. Und jetzt schlägst du dich, gell? Und lass dich ja nicht mehr sehen bei mir. Peter, du gehst bitte als Begleitschutz, dass er unser Gelände auch sicher verlässt. Jawohl. Also, Abmarsch. Ja, geh mal. Komm, Julia. Ich brauch deine Unterstützung. Mei, ist das alles aufregend. Okay. Gut. Hab ich eine Freude so wieder. Jetzt krieg ich alles wieder zurück. Und das verdanke ich am meisten meiner Juanita. Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Viva España. Halt. Nicht so klar, sonst kriegst du mal einen Hexenschuss. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Wo ist denn der Bachmann? Er wollte ein Foto machen. Den habe ich heimgeschickt und ihm Hausverbot gegeben. Aber zuerst habe ich ihm noch dieses Schreiben da unterschreiben lassen. Jetzt gehört alles wieder mir. Was sagst du? Wie habe ich das gemacht? Mei, super hast du das gemacht, Vater. Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Ja, okay. Ja, aber ich meine, da hat deine spanische Nachtigall schon auch ein bisschen mitgeholfen, oder? Ja, ein bisschen schon. Es ist halt manchmal doch gut, wenn man auch eine zweite Sprache kann. Aber am meisten hat den Bachmeier der spanische Haftbefehl geschockt. Seit wann können Sie so gut Deutsch? Das würde mich jetzt allerdings auch interessieren. Was spielt's ihr uns da vor? Eine super schöne Komödie. Und es hat mir einen Riesenspaß Ja, gemacht. und ich habe ja schon auf Mallorca ausgemalt, was ihr für dumme Gesichter machen werdet, wenn ich mit meiner Kuh Anita daheim ankomme. Ja, wie jetzt? Dann sind Sie also gar keine Spanierin. Nein, sie kann nur Spanisch reden. Das siehst dir wieder gleich. Uns alle zum Narren halten. Jetzt verzeih mir, wer ist jetzt sie eigentlich? Ja. Also das ist so. Ich heiße in Wirklichkeit Anita Brau. Anita? Das gefällt mir jetzt nicht so. Da bleibe ich lieber bei Juanita. Ja, jetzt unterbrichst du halt nicht, ich möchte die ganze Geschichte hören. Also seit einem halben Jahr arbeite ich in dem Hotel auf Mallorca in der Rezeption, in dem euer Opa die letzten 8 Tage gewohnt hat. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und dann habe ich durch Zufall in der Bar drunten diese Madame Dolina als Bardame gesehen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, gell? Ja, und da hat der Sepp gesagt, ich soll sie ein bisschen ausfragen. Ja, so hintenrum. Auf Spanisch, verstehst? Jetzt red du weiter. Por favor. Jedenfalls, diese Madame heißt in Wirklichkeit Senora Lopez und arbeitet schon seit 5 Jahren in diesem Hotel. Sie hat mir dann erzählt, dass sie den Bachmeier letzten Sommer kennengelernt hat. Ja, und dass sie in Deutschland war, vor kurzem, weil es der Bachmeier eingeladen hat. Ja, und dass der Bachmeier sie zu der Wahrsagerei überredet hat. Zu ihr hat er gesagt, das wäre alles nur ein Spiel. Ein Jux. Das sieht ihm gleich den falschen Hund. Ja, aber woher hat dann diese Madame Dolina alles gewusst? Ja, er hat ja alles auf einen Zettel aufgeschrieben gehabt, was sie dem Sepp voraussagen hat sollen. Und ich, Rindwig, hab das geglaubt. So war das also. Ja, und ich habe dann die Senora gebeten, mir das schriftlich zu geben, dass der Bachmeier sie dazu angestiftet hat. Und dann haben wir uns diese Geschichte mit der spanischen Detektivin ausgedacht. Dann sind Sie also gar nicht die Freundin vom Opa. Ach wo? Leider. Ich hab doch gleich gewusst, dass an der Sache was faul ist. Da habt ihr den Bachmeier aber sauber überführt. Eigentlich hättest du ihn ja auch sagen sollen. Na, das wollt ihr nicht. So ist mir lieber. Ich krieg meine Möbel wieder zurück und meine Autos und 1000 Euro Schmerzensgeld. Was will ich noch mehr? Ja, jetzt musst du halt nur noch deine Kathi überzeugen, dass du unschuldig bist. Ui, die Karte. Oh, das wird noch eine harte Nuss werden. Aber ich helfe dir beim Überzeugen. Ja, das kriegen wir schon hin. Kathi, Resi! Jetzt einmal außer, der Opa möchte mit euch reden. Die Kathi will aber den Opa nicht sehen. Und reden will gleich gar nicht mit ihm. Ja, wenn's nicht rauskommen wollt, dann erfahrt's halt die neuesten Neuigkeiten nicht. Was denn für Neuigkeiten? Willst du vielleicht verkünden, dass du mit dem Fräulein das Aufgebot bestellen willst? Nein, ihr seid auf einem vollkommen verkehrten Dampfer. Das ist mir wurscht. Du interessierst mich nicht mehr, verstehst? Du bist Luft für mich. Oh, ja, Kathi, so gern hast du mich, dass du ohne mich gleich gar nicht mehr leben kannst. So, hast du nicht gehört, was die Kathi gesagt hat? Du bist Luft für Freilich sie. habe ich das gehört. Aber ohne Luft kann der Mensch nicht leben. Also kann die Kathi ohne mich nicht mehr leben. Sie braucht mich zu jedem Atemzug. Pass fein auf, Kathi, dass dein Opa nicht gleich ganz aufschnaubst. Jetzt dreht's mir ja das Wort im Mund um. Ja, da hat die Kathi recht. Also verarschen braucht sie nicht lassen von euch. Und von dir schon gleich gar nicht. Ja, du hast ja recht, aber ein bisschen ein Gaudi darf doch sein. Aber nicht auf meine Kosten. Dafür habe ich viel zu viel mitgemacht die letzten Tage. Kathi, das ist jetzt alles vorbei. Jetzt kommt eine schöne Zeit für uns. Für die vielleicht, für mich nicht. Für uns zwei, Kathi.
als Spanien und Meer. Warum habt ihr uns denn dann diese Komödie vorgespielt? Mal, weil ich halt ein bisschen angeben wollte, nicht wahr? Ja, ich wollte euch sagen, dass ich noch Chancen hab bei den Frauen. Hallo! Entschuldigung. Also mit der Gaudi hast du uns ganz schön an der Nase rumgeführt. War doch bloß alles ein Riesenspaß. Und das soll ich glauben. Glaub es, Kathi, glaub es. Denn die Ungläubigen sind der ewigen Verdammnis ausgesetzt. Du misch dich da nicht ein. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Sepp. Jawohl, da hat die Kathi recht. Das ist eine Sache zwischen uns zwei. Und was hast du mir zu sagen? Kathi, die Anita und ich, wir sind unschuldig. Glaub mir's. Ja, was denn für eine Anita? Was für- Ist da vielleicht noch eine andere im Spiel? Ich bin diese Anita. Und was der Sepp sagt, stimmt. Ich habe ihm nur beim Übersetzen geholfen. Ja, und den Namen Juanita habe ich mir wegen dieser Komödie zugelegt. Ja, wenn das so ist, dann wäre ja der Sepp wirklich unschuldig. Aber was ist denn dann mit dem Abschiedsbrief? Ja, und mit der Urlauberin? Musst du das bald sitzen jetzt lassen? Nee, das war doch nur ein kleiner Flirt. Wirklich? Wirklich, Kathi. Weil nur du bist meine große Liebe. Schmeicheln kannst, ja, das muss man dir lassen. Du Schlawiner. Habt ihr euch jetzt endlich versöhnt? Jawohl, und Karat wäre da. Und das so schnell wie möglich. Gell, Kathi? Franny, sonst kommt mir wieder eine andere dazwischen und ich erlebe meinen dritten Frühling nie. Ja, aber dann müsst ihr euch beeilen. Sonst kommt nämlich der Herbst mit großen Schritten. Ihr sollt nicht immer so frech sein, Klauser. Da ist er dann. Trinkt mal auf euch zwei. Und auf unseren dritten Frühling.